Hallihallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Inner World auf Schweizerdeutsch. So, okay, nachdem wir da in der letzten Folge das tragische Malheur von Pete erfahren haben, wo eben sein alter Ego Steve gegründet hat, um das alles zu verdrängen, und er dann den Spiegel zerbretscht hat, ja, sind wir jetzt hier draussen, haben einfach noch Schroffeline der Ketschgummi gegeben. Genau. Uiuiui. Die Kröte ist wieder in meinem Haus. Ja, und ich habe gesagt, wir werden auch ein bisschen auf die Rätselhilfe angewiesen sein. Ich werde jetzt aber irgendwie gleich noch probieren, ich habe mir noch Gedanken gemacht. Das Basilengehirn ist rund, so ist der Ketschgummi auch Blase. Können wir es vielleicht noch mit dem irgendwie verbinden, dass vielleicht nicht der Ketschgummi an dem klebt? Das ist zwar ein bisschen weit weg hergeholt, aber who knows. Maybe. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Okay, es scheint wahrscheinlich nicht zu funktionieren. Aber es ist nicht mit der Schroffeline verbunden vorhin, sondern mit der Blase. Und ich werde es jetzt gleich noch einmal probieren. Nämlich die Blase. So, zu kombinieren mit dem. Ah! Toll! Oh, jetzt kann ich Sachen dran kleben. Okay. Ich hätte nicht gedacht, das funktioniert, aber voilà, wir haben ein verklebtes Basilenhirn. Was machen wir suchen? Es ist voll mit klebrigem Kaugummi. Nice, okay. Gehen wir zurück zum Empfang, wo dort hat es ja Scherben vom Spiegel, wo der Steve zerbrochen hat. Oh, und der wäre vielleicht... Oh mein Gott, meine Theorie mit der Disco-Kugel, die ich mal gesagt habe. Aha! Sehr nice. Sehr nice. Da ist meine Theorie mit der Disco-Kugel gar nicht so weit weg gewesen, wie ich eigentlich gedacht habe. Nice, okay. Nice, wirklich sehr nice. Mal, ob wir es hier Das wird nicht klappen. Nope. Aber, in der Windkapelle... sehr wahrscheinlich braucht man dann noch irgendetwas zum Aufhängen, wobei es hat ja Häken. Aber... Da hat es ja das Einschussloch steht. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Okay, funktioniert nicht. Schauen wir mal an dem Ding, aber... Spiegelkugel hat ja noch die Drähte, wo... Also... Ja, mal. Drähte, was wollte ich sagen? Die Stromkabel, wo am Basil angeschlossen war. Vielleicht kann man ja die irgendwie zu einem Haken verknüpfen. Nicht hier. Nicht hier... Okay, ich weiss nicht, was du mit dem Ding schon machen, aber nicht hier ist völlig akzeptabel für mich. An den Haken? Oh. Das war clever von mir. Oh oh. Oh oh. Oh no. Oh no. Bleib genau da stehen. Conroy, was tust du hier? Was hast du vor? Komm nach Hause, Robert. Komm zurück in den Palast. Wir sind nicht Robert. Das war nie mein Zuhause. Du hast mein Zuhause zerstört. Oh, mein Junge. Wie redest du denn mit mir? Ich sage dir, was nun passieren wird. Wir beide kehren in den Palast zurück. Ich werde eine hübsche, dicke Kette für dich finden. Oh Gott. Und du wirst mein Lieblingslied spielen. Schön sauber. Eine Note. Wie in alten Zeiten. Ich werde nie wieder für dich spielen. Richtig so. Oh, aber Robert, du wirst keine Wahl haben. Irgendwann wirst du atmen müssen und bis dahin habe ich einer Wache beigebracht, auf deinen Nasenlöchern herumzudrücken. Ha, wie kommst du denn auf die Idee, dass das Volk dir vergeben wird, wenn sie erfahren, was du getan hast? Welches Volk? Meine Armee versteinert gerade alles, was sich bewegt. Okay. Wenn ich mit Asposien fertig bin,
werde ich einen hübschen, riesigen Garten aus Statuen haben. Kranker Dude. Konnte ich all die Jahre nicht merken, was für ein Monster du bist. Du wirst sehr viel Zeit haben, darüber nachzudenken, wenn du in deiner Zelle im Palast sitzt. Warum erschießt du mich nicht einfach? Junge, du warst doch immer wie ein Sohn für mich. Das würde ich dir doch niemals antun. Musst du aber. Lebendig kriegst du mich nie. Okay. Was jetzt ist die Frage? Hack, kannst du irgendwie eine Ablenkung machen? Was? Los, Hack, hol dir den Fisch. Oh, Das hat nicht ganz geklappt. okay, wir müssen den Fisch irgendwo her schießen. Aber ich weiß nicht wo. Am Conroy? Was wird das? So, jetzt reicht es. Oh oh. Wenn ich dich in eine Statue verwandle, kann ich dich zumindest in einer Kiste mitnehmen. Oh oh. Oh no. Oh. Oh. Zum Glück funktioniert seine Waffe nicht richtig. Zumindest Oh. dieses Mal. Lord. Okay, okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ist der Conroy hergeflogen? Ist er da ins Loch gefallen? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Jedenfalls jetzt heisst es zurück raufgehen und mal da all die Dudes retten, oder? Hoffentlich ist Conroy nicht dort raufgegangen. Nee, er ist nicht da. Nice, nice, nice. Okay, okay. Los, los, los. Auslösen. Let's go, let's go. Achtung. Please. Es hätte doch müssen funktionieren. Hä? Oh nein. Not again. Das darf doch nicht. Keine Bewegung. Warum sollte ich auf dich hören? Ich bin der mit der Waffe. Argument. Oh Mann. Was ist denn jetzt das Ziel? Ah. Wir müssen den Fisch auf den Auslöser tun. Okay. Keinen Schritt weiter. Doch. Keinen Schritt weiter. Keinen Schritt. Okay, okay. So, jetzt reicht es. Jetzt passiert wieder das Wenn gleiche ich wie dich in vorher. eine Statue. Sehr wahrscheinlich. Ich hoffe es doch mal. Ah, der Conroy ist irgendwie... Ich weiß gar nicht, wo der hergeflogen ist. Zum Glück funktioniert die Waffe immer noch nicht richtig. Zum Glück funktioniert Ja. seine Waffe. Genau, okay, das kennen wir alles schon. Okay. Ich habe das Gefühl, wir müssen den Fisch auf den Auslöser tun. Und er... Wenn das bitte funktioniert. Fisch auf den Auslöser. Ich sollte diesen Fisch besser hier auf diesen Auslöser legen. Ja, Das ist ein ja. guter Platz für einen Fisch. Okay, sehr nice. Zurück zur Winkelbau und er sagen, Hack, los jetzt. Und dann wieder der Auslöser betätigen und dann sehen wir dann, was passiert. Jetzt kommt's gut. Ich habe ein gutes Gefühl jetzt, Leute. And again. Ja. Sehr schöner Strahl hast du da. Ich weiß ja nicht, wie du es geschafft hast, dich zu entsteinen. Aber hör auf damit. Wie hast du den Aufprall mit der Wand überlebt? Das frage ich mich auch. Ich habe zuerst gefragt. Doesn't matter. Hack, du bist im Zug. Red ganz Asposien. Was? Los, Hack, hol dir den Fisch. Okay, Achtung. Oh. Ja,
Ja? Ah! Hä? Das war wohl nichts. Ah, Scheiße. So, jetzt reicht es. Wenn ich dich in eine Statue verwandle, Hä? kann ich dich zumindest in einer Kiste mitnehmen. Was müssen wir denn auch genau machen? Ah, ich bin wirklich jedes Mal Schiss, dass irgendwann kommt Game Over und wir müssen wieder mal alles von vorne anfangen, wo wir eben, wie gesagt, versteinert sind. Aber Zum Glück, Zum Glück funktioniert nicht. seine Waffe nicht richtig. Zumindest dieses Mal. okay, was müssen wir denn dort? Beim Einschussloch muss es doch irgendetwas... Was ist denn, wenn wir das Lied hier nochmal spielen? Ich spiele das Lied erst weiter, wenn meine Familie wieder lebendig ist. Okay. Was können wir denn mit der Spiegelkugel machen? Haben wir den Hack haben wir jetzt nicht mehr. Das ist ein kleines Problem. Die hängt da gut so. Okay. Aber irgendetwas scheint zu fehlen. Irgendetwas scheint noch nicht richtig zu sein. Aber was? Ah. Aha. Ich glaube, ich weiß wie. Vielleicht ein wenig drehen. Ich glaube, wir müssen zuerst Vielleicht der ein andere wenig Basil drehen. aufschießen, wenn das geht. Dass wir dann die Versteinerungsaugen bekommen. Conroy muss mir heimlich auf einem anderen Basilen gefolgt sein. Wie konnte ich das nur nicht bemerken? Oder vielleicht können wir ihn so auftun. Ja. Wir haben die Versteinerungsaugen, sehr schön. Und der Strahl trifft der Conroy, das wissen wir. Die werden austauscht. Jetzt haben wir die Entsteinerungsaugen. Hack, du kommst mit uns. Ich nehme dich wieder mit. Jawohl. Der Schild wird wieder so platziert, dass er wieder an Conroy schießt. Vielleicht ein wenig drehen. Ja. Der Conroy wird versteinert. Yes, sir. Revenge time, bitch. Okay. Zur Windkapelle. Okay. Das Mal habe ich wirklich ein gutes Gefühl, Leute. Ich weiß, das habe ich schon vorhin gesagt, aber das Mal kommt es wirklich gut. Wo es trifft ja den Conroy, das wissen wir. Bling! Habe ich dich nicht gerade versteinert? Tja, Hast du mich vielleicht unterschätzt? it's a Huck. Do the thing. Fass! Los, Huck! Hol dir den Fisch! Jetzt kommt's gut. Nein, das ist alles gut so. Das ist alles wunderbar. Ja, anderer Strahl. Nope. Yes. Oh. Okay. Aber es hat funktioniert, Leute. Es hat funktioniert. Conroys Überreste. Ob einer dieser Steine sein Herz ist? Oh, sehr wahrscheinlich nicht. Nein, wir beerdigen ihn später. Ja, hat er das verdient? Ja. Oh, jetzt haben wir hier einen Phosphos-Anhänger. Es wird mich für immer an den schönsten Tag meines Lebens erinnern. Ah, Revenge. Wisst ihr noch, was der Conroy gesagt hat? Das ist der schönste Tag meines Lebens, wo er das hat bekommen. Aber das Mal ist es uns. Jetzt habe ich das Gefühl, wenn wir das Phosphos-Anhänger da dran tun. Jetzt noch ein paar Bilder hier und dort. Und schon wäre es viel gemütlicher. Okay. Das Phosphos wird es vielleicht näher weiterleiten an die Kugeln. Und die Kugeln brechen dann alle Leute an.
alle vor der Dynastie. Und das wird, ja. Ich habe das Gefühl, so wird es funktionieren. Versteinerungsaugen tauschen mit den Entsteinerungsaugen. Und... Gut, wir haben die richtigen Augen, sehr schön. Hack. Nein, ich will gerne den Knopf drücken, für das brauchen wir den nicht mehr. Hack. Wieder mit. Aber du hast grosse Daten gelöscht, Hack. Alter Fisch. Du kommst mit mir, alter Freund. So. Und Auslöser betätigen. Let's go, Leute. Das muss es sein. Oh, ja! Yes, sir! Schön. Wer bist du, Bengel, dass du unsere heiligen Hallen betrittst? Ich bin Robert. Nein, bist du nicht. Du bist Okarios Junge und du bist groß geworden. Meine Güte, wie lange ist es her, dass Conroy die Basilen auf uns losgelassen hat? Ich fürchte 15 Jahre ungefähr. 15? Da brat mir doch einer einen Windmönch. Wir werden diesen Mistkerl vierteilen. Wo steckt dein Vater? Ich muss mit ihm reden. Oh. War er das? Ja, mein ältester Freund, mein Orchestermeister. Ist vielleicht meine Mutter hier irgendwo? Bei dem Angriff... Ich habe gesehen, wie sie versteinert und zerstört wurde. Es tut mir so leid, mein Junge. Sie war eine so kluge, warmherzige... Eine elende Schande ist das! Eine Schande! Oh. Aber deine alten Herrschaften haben dich geliebt. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ehrlich? Dein Vater wäre sehr stolz auf dich. Okario hat sich immer gewünscht, dass du das Orchester an seiner Stelle führen würdest. Komm, Junge, tun wir ihm den Gefallen. Cassie hat leider auch viel gestorben dabei, die zerbröselt sind worden. Ah, da wird ihm gerade richtig warm ums Herz. Das Lied ist mega schön. Herrlich. Nach all den Jahren bekommen die alten Knochen mal wieder Bewegung. Ja, ihr seid wirklich alt. Da fällt mir ein, die Versteinerten. Ich muss ihnen helfen. Aber es gibt keinen schnellen Weg aus dem Wald. Keine Sorge, ich fliege einfach. Was? Du kannst fliegen? Nein, ich reite einfach auf den Basilen. Du reitest auf Basilen? Aber es sind Gottwesen, die... Nein, meiner ist kaputt. Ich nehme einfach Conroys. Okay, ihr kennt den Song. Ich bin gleich wieder da. Was für ein Teufelskerl! Unser Kapellmeister! Spielt auf, ihr nasenlosen Söhne von Tasteninstrumenten! Jetzt sorgen wir für ordentlich Durchzug! So schön. Flötennase. Hast du es geschafft? Ja, alle sind entsteinert. Auch die Flötennasendynastie. Jetzt hat Asposien endlich den Wind zurück. Na toll. Muss ich jetzt deine Eltern kennenlernen? Nein, die sind tot. Oh, das tut mir leid. Und mir erst. Nein, dass ich immer so gemein zu dir bin.
Ich mach das eigentlich nur, weil ich dich wirklich gern habe. Oh. Ah! Wofür war das denn? Dafür, dass du die Welt gerettet hast. Oh. Das war für den Kuss. Du dachtest wohl, ich merk das nicht. Okay. Das war's absolut wert. Yeah. Okay. Wow. Okay, wirklich mal zuerst mal. Applaus für das Spiel. Wow, okay. Der Schluss ist jetzt mit dem Lied, ich habe das jetzt wirklich mega schön gefunden. Wie gesagt, ich bin nicht der Beste für so am Schluss so die richtigen Worte zu finden, aber ja, ich berichte gerne so ein bisschen darüber, was mir an diesem Spiel gefallen hat. Also, ich habe die Story und das Artwork. Also die Story ist... Kommen wir zuerst zum Artwork. Das Artwork war mega schön gemacht. Also die Leute haben sich sehr, sehr Mühe gegeben und man muss sich überlegen, das war alles selber gezeichnet. Und es ist wirklich mega schön gezeichnet. Sehr schön. Auch die verschiedenen Charaktere, ja, das gibt viel zu tun und das war sehr schön gemacht, wirklich. Die Story ist sehr interessant, mit dieser Verschwörung eben, und ich finde es eigentlich cool, dass man am Anfang noch gar nicht wirklich so gewusst hat, dass der Conroy der Böse ist, sozusagen, der die alle dazu gebracht hat, also nicht einfach die Wachen hatte, die dann auch die Basilen geholfen herstellen, die dann alle versteinert haben. Man hat halt wirklich man war extrem in der Rolle von Robert inne. Also man hat eben, wie gesagt, am Anfang das alles wirklich nicht gewusst und ist erst näher wie durch das Spiel aufgelöst worden. Und ich finde auch, das ist definitiv etwas, was ein gutes Spiel ausmacht. Die Rätsel waren relativ schwierig, muss ich sagen. Aber ab dem Moment, wo ich gewusst habe, dass es die Rätselhilfe gibt, finde ich, ist das so definitiv berechtigt gewesen, die ein bisschen schwierig zu machen. Ja, und Musik vom Game finde ich extrem schön. Jetzt haben wir auch hier das letzte Lied, das war sehr, sehr schön gewesen. Und ja, es ist echt so ein herzenswarmes, wenn es dann sagen, ein herzerwärmender Schluss gewesen. Ja, und ich finde das Spiel wirklich, es hat Spass gemacht zu spielen. Es war relativ kurz, schade, ist schon vorbei, aber ich habe es mega genossen und ich hoffe doch, dir auch. Ihr habt auch Spass gehabt beim Zuschauen. Habt ein bisschen miträtseln, habt euch nicht zu fest ab meinen Versuchen aufgeregt, das Zeug irgendwie probieren zu lösen, wenn ich manchmal nicht weiterkomme. Thanks for playing. Ja. Merci euch fürs Zuschauen. Und ich glaube, dann würde ich jetzt an dieser Stelle gleich auch schon... Nein, ich sage es noch nicht, mit was wir werden. Mal, ich verrate es. Wir werden in 3 Tagen weiterfahren mit Let's Play The Inner World, aber in 3 Tagen starten wir nicht Let's Play The Inner World, sondern Let's Play The Inner World, der letzte Windmönch, auf Schweizerdeutsch. Genau, ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Es würde mich mega fest freuen. Ja, und dann würde ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden. Ich sage merci, viel mal fürs Zuschauen. Habt Sorge und bleibt gesund. Und bis gleich. Tschüss!